Ihr seid benannt und einen Sakrischgurten. Jetzt Kasperl. So. Meine Pause ist vorüber. Und es gibt noch ein bisschen was aufzuholen. Ich fasse das jetzt erst einmal zusammen. Ich habe jetzt eine Playlist erstellt. Wir haben jetzt zwei Sachen vom Ranger hier. Relativ kurze Sachen, das dauert 7 Minuten, das andere, ich glaube, 10 oder so. Ausschnitte, Zusammenfassungen vom Streamer. Und dann schauen wir nochmal, ich glaube, bei Rendern hochladen hat es die dreiteilige Zusammenfassung von seinem exorbitanten Ewigkeitsstream da gegeben. Und dann schauen wir mal. Da war noch irgendwas mit Italien Rimini. Ich bin gespannt. Und dann, würde ich sagen, werden wir nicht lang umeinander. Gehen wir einer in Rainer. Irgendwo in der Pampa mal auf die Straße oder auf die Straße, auf die Ding und wasch mal Haare im Metal-Style. Das heißt, Wasserflasche drüber, Shampoo drauf, nochmal Wasser drüber, fertig. Nein, Haare waschen im Metal-Style ist rein in die Dusche, duschen, wieder raus. Im allergrößten Notfall auf dem Festival kann man das schon mal irgendwie auch so machen, aber die Leute, die nicht komplett verasseln, die waschen sich auch ihre Haare dort in den inzwischen auf allen Festivals reichlich vorhandenen Duschen. So, wir sind am Bodensee. Ich fahre jetzt aber auch direkt weiter. Ich habe jetzt nur kurz am Parkplatz gehalten, weil ich Schiss gekriegt habe für was. Jetzt passt auf. Ich habe mir heute ein Ziel gesetzt. Und zwar möchte ich einmal um den Bodensee herumfahren. Ach, warte mal, da darf man gar nicht fahren. Warte, kann ich da vorne rumfahren? Doch, das müsste gehen. Das ist wieder der kleine Bauer in der großen Stadt. Ich habe mein Auto Also jetzt mal große gemacht. Bauer in der großen Stadt, Rainer. Der große Bauer. Sorry, ich bin hier gerade noch ein bisschen am... Er ist lauter, dann ist er wieder leiser. Ihr kennt das Spiel. Ich war jetzt mit meinem Auto schon mal waschen, ich war schon mal tanken. In beiden Fällen hat mich mal wieder jemand erwischt. Kacken war ich auch schon. Dieses Symbol kenne ich. Hat dich beim Kacken auch jemand erwischt, Rainer? Was ist das für ein Symbol? Ups. Entschuldigung. Das kostet der Diesel 2,29. Ah, jetzt ist besser. Boah, habe ich mich geärgert. Ich habe getankt für 2,24. Ich fahre weiter. 2,14. Oh Mann. Aber schon wieder 107 Euro. Ja, Rainer, du hast ein riesengroßes Auto, das viel... Er labert immer, ja, will ich immer tanken. Ich habe jetzt heute in der Früh, habe ich mir irgendwie dieses Reisetagebuch da, diesen Blog da gegeben. Ja? Und dann labert er von wegen, dauernd, ja, dann war ich tanken, und dann bin ich wieder gefahren, dann war ich wieder tanken und ein kleineres Auto. Dann musst du nicht 3-mal am Tag zum Tanken fahren. Getankt, aber das Auto macht mich noch arm. Ja, richtig, das Auto macht dich noch arm. Theoretisch gesehen könnte ich irgendwie gucken, was ich mache. Der kommt raus aus dem Knast und hat kein Knopfgeld mehr in der Tasche. Kein Knopf, die paar müden Mark, die er dann nur kriegt für seinen Ranger. Das hat er dann noch. Das ist dann alles, was ihm noch bleibt. Und das wird nicht mal allzu viel sein, wenn es nur ein paar Schrammen mehr und nur ein paar tausend Kilometer drauf fährst. Ob ich eine Anzeige mache wegen der Person, die halt meinen Tennisball vom Auto geklaut hat. Ja, ja bitte, Rainer. Die lachen dich aus, so laut. Das kannst du dir nicht vorstellen. Du hast deinen alten Tennisball aufgeschlitzt und hast ihn hinten auf dein Ding, wie ein Hillbilly vor dem Herren hinten auf deine Anhängerkupplung draufbackelt. Ja. Und du willst jetzt, weil dir den einer runterzockt hat, eine Anzeige gegen Unbekannt aufgeben. Hast du einen Schuss nicht gehört? Das muss man vorstellen. Stellt euch vor, ihr arbeitet bei der Polizei und der kommt da rein und sagt, ja, ich möchte Anzeige gegen Unbekannt aufgeben. Jemand hat mir meinen alten Tennisball von der Anhängerkupplung gestohlen. Du rufst doch erst einmal in der nächstgelegenen Psychiatrie an, ob da vielleicht irgendeiner versehentlich einen Strom vom Zaun genommen hat, oder? Eigentlich müsste ich die Person anzeigen und irgendwas dagegen unternehmen, aber ja, ganz ehrlich, wer hat für sowas schon Zeit? Immer diese Autos, die... Er tut das nicht,
Also, diese Anzeige gibt er deshalb nicht auf, weil er dafür keine Zeit hat. Hier, der Arbeitslose, der den ganzen Tag nur in der Gegend rumfährt. Der hat keine Zeit dafür. Nicht, weil es dumm wäre, sondern nur, weil er keine Zeit dafür hat. Letzten Endes da Letzten Endes. eine Ausmachung, wenn sie an der Ampel stehen und dann wieder anmachen. Ihr wollt nicht wissen, was der Super kostet bei der Shell-Tankstelle. Das wollt ihr nicht wissen. Rainer, wir wissen das. Es gibt überall in Deutschland Tankstellen. Nee, das ist sogar der Diesel. Oh Gott, das ist der Diesel. Der kostet 2,41. What the fuck? Vor allem, wenn man mal vor Augen führt, was Sprit eigentlich im Ankauf kostet und was er dann im Verkauf kostet, das ist teilweise wirklich kriminell, was die damit uns abziehen zum Teil. Ich fahre jetzt einmal in den Bodensee rum, und dann werde ich den Stream ausmachen, dann suche ich mir noch ein Hotel. Rainer, du bist genau die Art von depperten Panoramafahrer, der mir so brutal auf die Eier geht. Das ist dieses in der Gegend umeinanderfahren an seinem Urlaubsziel, anstatt auszusteigen und das Urlaubsziel tatsächlich zu erleben und zu genießen. Das sind die Arschlöcher, die, wenn ich von der Arbeit heimfahre, vor mir irgendwie mit 20, 30 km/h in der Gegend umeinander gurken und zeigen, oh, schau, da ist ein Berg. Genau diese Trottel, so einer bist du. Fick dir. Schauen wir mal. Wobei ich ja sagen muss, wenn ich so die Berge vor mir sehe, habe ich ja fast Lust, nach Österreich runterzufahren. Genf bin ich ja. Was soll denn das werden? Fährst du jetzt oder bleibst du stehen? Alter, wie der Blubber bei jeder Ding sich bewegt. Immer diese Unentschlossenen hier. Diese geilen, alten, rustikalen Häuser mit den Fensterläden sind so geil. Wir machen mal CDs an. Ja, da ist wieder der große Mettler. Ja. Aber ich glaube, der macht irgendwie die Mucke gerade deswegen, wie er hinschaut, der macht die Mucke auch gerade deswegen an, damit hier vielleicht irgendwelche Copyright-Geschichten kommen. Um Gottes Willen. Aber ein Fahrer hinter mir, der Fotos macht. Hey, der macht sich lächerlich. Jetzt fahren sie schon mit dem Fahrrad hinter mir her. Wieso läuft bei mir ein Christmas-Song? Wieso läuft bei mir ein Christmas-Song mitten im Sommer? Ja, ist halt geil. Rainer, wenn du die Mucke aufdrehst, man hört halt einfach nichts mehr von dem, was du laberst. Wie kann eigentlich sich ein Stau am Kreisverkehr bilden? Verstehe ich nicht. Ich glaube, der will hier wirklich die Leute, die das Re-Uppen, ficken. Dadurch, dass er da jetzt Mucke laufen lässt. Dass er sich denkt, hier, dann wird das alles gecopyright-striked. Stell dir mal vor, irgendein Fan oder Hater oder Zuschauer arbeitet in irgendwelchen Gebäuden direkt und hat jetzt gerade Feierabend, kommt raus und denkt sich so, scheiße, ich kann den Drachen nicht sehen, weil er irgendwo am Boden steht, aber er ist hier und ich kann ihn nicht sehen, weil... Und dann fahre ich zufällig vorbei, hey, da ist der Drachenland! Zieht euch dieses Panorama rein, Leute. Komm mal hier mit 80 Sachen angeschossen, dann kannst du dir, Junge. Kann es sein, dass ich schon in der Schweiz bin? Nee. Rainer, das wäre wichtig zu wissen für dich. Weil du wartest auf ein Berufungsverfahren. Vielleicht nicht ganz so schlau, irgendwo in der Gegend rumzufahren und nicht zu wissen, ob du gerade das Land verlassen hast. Du bist dann in der Schweiz, oder? In 400 Metern bitte wenden. Stell dir mal dieses Panorama an. Ja. Panorama von der verschwommenen Art. Die Berge sind alles weiß. Ich stehe gerade, ne? Die hätte mich immer gerne anzeigen, weil ich immer aber stimmt das überhaupt nicht. Ich richte das Handy höchstens mal und das darf ich. Nein, darfst du nicht, Rainer. Du darfst dein Handy, während du Auto fährst, nicht berühren. Das hat auch mit Richten und sowas nichts zu tun. Was du machen darfst, ist, wenn es da hängt, dass du einmal drauf drückst, um anzunehmen, wenn du eine Freisprechanlage hast. Das ist es. In dem Moment, in dem du das ganze Ding in der Hand hast, bist du fertig. Ja, das ausweichen kannst du auch. Ich bin halb aufs Gras rübergefahren und der weicht nicht aus. Und ganz im letzten Moment und zieht er voll rüber. Hä? Also Autofahren wird gelernt, Herr Kollege. Ja, Rainer. Look who's talking. Warte mal, der Bodensee grenzt doch, glaube ich, wirklich an die Schweiz, oder? Merkt wieder, Rainer war in Geologie nicht so gut. Ach ja, der Geografie-Lord, wo ist jetzt eigentlich dieser Bodensee eigentlich?
Ja, vor mir ist ein Riesenberg mit lauter Häusern drauf. Ich finde es nur schade, weil die Häuser machen irgendwie das Panorama kaputt, finde ich. Rainer, du machst das Panorama kaputt. Wo so eine einzelne Berghütte auf so einem Riesenberg auch manchmal ganz schick ausschaut. Teilweise. Was ich auch geil finde, diese Mauerwerkhäuser. Die sind richtig schön. Fachmauerwerk. Diese holzdurchzogenen Balken so. Die von Holz durchzogene Balken. Alter, der labert wieder einen Stuss. Das war Polizei. Aber ich glaube, das war eine Schweizer Polizei. Oder Österreich. Ich wollte eigentlich nur um den Bodensee rumfahren. Das könnte ja auch erklären, warum die Schilder so riesig sind. Ich hoffe, dass ich jetzt hier keine Ärger kriege. Aber das würde auch erklären, warum die ganzen Busse quietschgelb sind. Wenn ich in einem anderen Land bin, klar. Logisch. Das würde erklären, warum ich vorhin kein Ding hatte. Das würde erklären, warum du vorhin über Grenze gefahren bist, wahrscheinlich. Der will um den kompletten Bodensee rumfahren. Der hat keine Ahnung, wie groß der Bodensee ist. Dass der da einen halben Tag damit beschäftigt ist, wenn er einmal außen rumfährt. Ja, wenn ich vorhin kein Internet hatte, weil ich habe Roaming anmachen müssen fürs Internet. Sorry, aber ich muss euch das jetzt einfach mal zeigen. Ich weiß, da ist ein Autofahrer vor mir. Das Kennzeichen sieht man eh nicht, perfekt. Was ich mir überlegt habe, wenn ich irgendwann mal nach Österreich fahre, in Österreich gibt es ja so Berghütten. Und ich würde mir gerne so eine Berghütte mieten, vielleicht auch ein bisschen luxuriöser ausstellen mit einem Picasso oder irgendwas. Oder halt. Rainer, du hast keine zwei Knöpfe, die du zusammenreiben kannst. Es ist... Er will sich eine luxuriöse Berghütte für sich selber mieten. Das ist wieder komplett raus aus dem Kopf, die Realität. Realität ist ein Hater. Kotatsu, Quatsch. Kotatsu, falsche Genre. Kotatsu ist ja in Japan, diese Tische mit den Decken drüber, wo im Winter beheizt werden und wenn du wunderst. Ihr müsst es euch jetzt mal denken, der hat hier jetzt dieses Handy da, mit dem er da gerade aufnimmt. Ja? Hat der da an die Scheibe hingeklemmt. Und ihr wisst, jeder, der Auto hat, weiß, wo in einem Auto normalerweise die Lautsprecher verbaut sind. Das heißt, das Mikro, über das er jetzt gerade auch seinen Stream aufnimmt, hängt OG jetzt wahrscheinlich 10 cm über diesem Lautsprecher. Und er ist aber einen halben Meter weg von diesem Lautsprecher. Und jetzt labert er da. Und währenddessen kommt die Mucke raus. Nee, was ich gerne hätte, wäre. Nee, was ich gemeint habe, war Jacuzzi. Mit einem Jacuzzi oder halt mit einem Whirlpool oder so. Das wäre halt richtig geil. Ja, Jacuzzi ist richtig, richtig geil. Rainer, du bist Arbeitsloser. Du hast all dein Geld verbraten. Wovon willst du das bezahlen? Ich habe übrigens nie verstanden, warum man so als kleinen Funfact, ich habe nie verstanden, warum man zu einem Jacuzzi sagt. Weil Jacuzzi und Yakuza hört sich für mich immer ein bisschen zu ähnlich an. Und Rainer, das ist ein Gattungsbegriff. Jacuzzi ist ein Hersteller von Whirlpools und die sind halt bekannt und deswegen, das ist wie ein Tempo oder ein Kleenex. Das ist ein Gattungsbegriff. Ein Tempo ist ein Taschentuch und der Jacuzzi ist ein Whirlpool von Jacuzzi, aber es gibt halt so viele davon, dass sie es dann irgendwann so eingebürgert hat. Und mit Yakuza hat das überhaupt nichts zu tun. Yakuza, wer es weiß, naja, Yakuza ist definitiv was anderes. Weil die Sache ist, ich würde gerne zu einem von diesen Bergen fahren und schauen, ob ich da möglichst hoch fahren kann. Jedenfalls bin ich damals so, Jetzt kommt die Fliegen-Autofahrer-Sonnenbrille wieder raus. Machen wir hier eine auf New Horizon, da wo so einfach ganz geil berghoch fahren. Nee, Schmarre, natürlich würde ich schon auf richtigen Straßen bleiben. Ich meine, wenn ich einen schönen Feldweg finde, den ich fahren darf, würde ich da auch nicht Nein sagen. Und ich glaube, der Typ da hinten, der fährt mir die ganze Zeit schon nach. Ich glaube, der ist Hater, ein Fan oder ein Zuschauer oder will mir ans Bein wichsen oder... Ja, oder der fährt vielleicht einfach zufällig auch auf derselben Straße wie du, Rainer. Ja, der fährt mir nämlich die ganze Zeit nach. Vielleicht filmt er und streamt er sogar, während der mir nachfährt. Falls mir wieder Da kickt die Paranoia wieder anders krass. mit den Hater ans Bein wissen wollen, du darfst überhaupt nicht die ganzen Städte herumfahren. Du hast für mich keine grüne Kette. Doch, die habe ich. Habe ich extra gekauft, bevor ich losgefahren bin. Was hat er gerade gesagt? Kein Wort verstanden. Also passt auf. Es gibt einen Grund, warum ich mir kein iPhone kaufe. Und zwar einen sehr nachvollziehbaren Grund, wenn man mal drüber nachdenkt. Immer eher, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, es ist teuer.
benutze, seit ich das Zeug benutze, Android. Das stimmt nicht ganz. Mein erstes Smartphone war ein Android und zwar ein iPhone 3GS. Das habe ich zurückgegeben, weil mir das zu bescheuert war. So, und jetzt ist die Sache die. YouTube, iPhone, alles was ich mache, meine ganze Musik, meine ganze Sachen, sind alle über den Play Store. Und der Play Store ist, richtig, Android bzw. Google bzw. Microsoft. Heißt im Klartext, wenn ich mir jetzt anfange, ein iPhone zu kaufen, muss ich mir meine ganzen Songs, meine ganzen Alben, die ich habe, In 400 Metern scharf rechts abbiegen auf die A14 Richtung Innsbruck. nochmal kaufen. Es ist so geil. Es ist so geil. Einfach nur geil. So, ich hoffe, es funktioniert, Stream beenden kann. Weil mein Akku ist nämlich jetzt leer. Der ist noch bei 1%. Da wird es wohl jeden Moment abgehen. Und danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein. Tschüss. Das war so der erste, wo er um den Bodensee rumfährt. Viel hat es jetzt nicht hergegeben, vor allem weil er halt ab der Hälfte einfach die Mucke aufgedreht hat und einfach nichts mehr versteht von dem, was er da schwafelt. Naja, wir machen ohne Umschweife weiter. Und hier heißt lagerloser Drache meckert über böse Hater. Wir werden es aushören. Meckert über die böse Welt. Das war vom 11.3. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie, ob das hier dann nochmal kommt, wenn das nochmal kommt mit dem Lagergedöns bei der Stream-Zusammenfassung vom 11.3., dann skippen wir es halt. Ich könnte ganz ehrlich einfach nur abkotzen. Ich war gerade bei meinem Lager, wo ich mein Zeug eingelagert habe. Und hast dein Zeug rausgetan, weil die Leute wissen, wo es ist. Eingebunkert habe. Die Hater hatten vor kurzem herausgefunden, wo es ist. Weil du es selber geleakt hast, du dumm Dödel. Ja, das Ende vom Lied ist jetzt gewesen, dass die, wo sie herausgefunden haben, wo ich bin, also wo ich mein Lager habe, jetzt natürlich mal wieder angefangen haben, das ganze Lager niederzuputzen. Also die haben da wieder übelst Stress gemacht, haben wieder Scheiße gebaut und haben mal wieder in meinem Namen versucht, oder haben nicht nur versucht, sondern haben es auch gemacht. Sie haben in meinem Namen mein Lager gekündigt. Oh, leck. Ich check zwar auch nicht, wie das funktioniert, aber ja, also weil normalerweise muss man das irgendwie, muss man das ja irgendwie beweisen, oder kann er da jetzt nicht einfach anrufen und sagen, hier, keine Ahnung, das und das Lager hat deren, ich bin der so und so, der das da gemietet hat und die würde es gerne kündigen. Keine Ahnung, ich habe noch nie so ein Lager gemietet. Aber wie geil kündigen die in das scheiß Lager. Erst wollten sie es fristlos kündigen. Die vom Lager haben aber gesagt, die machen das nicht fristlos, die machen das fristgerecht, weil es ist ja Quatsch. Da rächt sich jetzt, dass ich ein bisschen Geld sparen wollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich muss jetzt bis zum Wer billig kauft oft. 20. mein ganzes Zeug da auslagern. Jetzt habe ich den größten Teil schon rausgeräumt gerade. Bei dem Lager, wo praktisch all seine Habseligkeiten drin sind. Alles, was er noch besitzt. Da knausert er rum. Bei allem anderen hier wird Geld beim Fenster ausgeschmissen. Der Hedonismus-Lord. Alles andere haut der raus. Aber da, wo es halt wirklich irgendwie, wo seine ganzen Wertsachen drin sind, da ist es dann auf einmal nah. Nimm mal das Billigste. 2-3 Mal hin und her gefahren. Jetzt bin ich schon 2 Mal weggefahren, habe das Zeug woanders hingeräumt, weil das letzten Endes mal wieder richtig. Letzten Ich Endes. weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, weil es ist total neben der Spur. Es ist total bescheuert. Ich habe keine Gelegenheit, einfach mein Leben zu führen. Ich kann nichts machen. Jetzt habe ich endlich die Gelegenheit gehabt, was zu unternehmen, was zu machen, mein Leben zu führen. Und jetzt muss ich schauen, dass ich dieses ganze Lager noch ausräume. Das ist natürlich. Rainer, du hattest genügend Möglichkeiten, aus dieser Nummer auszusteigen. Die letzten 10 Jahre hättest du jederzeit raus können. Und dann dein Leben leben. Halt ohne YouTube etc. Aber dafür unbehelligt. Hättest du machen können. Hast du nicht. Mal wieder richtiger Abfuck für mein ganzes Wochenende. Was soll ich jetzt groß sagen? Also Leute, die arbeiten, haben ein Wochenende. es ist im Prinzip ja so,
dass ich jetzt die ganze Zeit am Hin- und Herheizen bin und versuche, mein Lager auszuräumen. Rainer, du heizt doch sowieso bloß hin und her. Du fährst doch sowieso bloß in der Gegend rum. Ja, seit 2 Wochen. Woanders hinzuräumen. Was natürlich heißt, ich muss einen neuen Vertrag machen, das heißt, ich muss jetzt ein neues Lager suchen. Ja, im Prinzip ist es jetzt halt so, dass ich jetzt das ganze Zeug im Auto rumschleife. Ja, und damit bin ich jetzt wohl den ganzen Tag beschäftigt. Zum Glück ist es nicht ganz so viel. Das sind 3 Fuhren oder so. Das heißt, den ganzen Tag bin ich jetzt damit nicht beschäftigt. Ich werde jetzt so machen, dass ich mein Wochenende mache. Also ich habe ein paar Sachen jetzt im Auto dabei. Die habe ich jetzt schon, beziehungsweise nicht, die habe ich jetzt nicht mehr dabei. Die habe ich jetzt gerade schon ausgeräumt. Ich werde jetzt so machen, dass das, was ich jetzt noch dabei habe, das werde ich dabei. Hey, ich habe Sachen dabei. Also vorhin hast du gesagt, ja, jetzt habe ich halt alles hinten im Auto. Dann hat er nochmal gesagt, er hat es dabei. Dann ist ihm gekommen, oh, das ist vielleicht nicht so schlau. Wenn ich das Auto irgendwo stehen habe und die Leute wissen, dass ich was dabei habe. Ah, ich habe es gar nicht dabei. Und jetzt, ja, ich habe es schon dabei. Behalten und werde nach Italien fahren. Ich hatte ja in meinem, ich weiß nicht, wer mein Story. Da fährt er jetzt seinen halben Hausstand nach Italien. Bloß weil er jetzt zu lack ist, dass er das in ein neues Lager reinräumt. Gesehen hat, ich habe meinen Storypost, angekündigt, dass ich das Wochenende in Italien verbringen will. Deswegen mache ich es jetzt so, dass ich jetzt aus Nürnberg rausfahre. Genau, und dann werde ich quasi auf nach Italien. Dann geht's erstmal in die Sonne. Jetzt auf jeden Fall muss ich das ganze Zeug gar ausräumen. Jetzt ist morgen. Mir geht das auch nicht in den Kopf, dass die Haters sich so viel Macht aneignen konnten. Ich meine, gut, Das ist wieder sehr kryptisch. Die Hater haben sich so viel Macht angeeignet. Das klingt so, wie wenn das alles hier irgend so ein Ränkespiel in irgendeinem mittelalterlichen Fantasy-Setting ist. Die Kraft der Masse natürlich, aber dass es überhaupt so viele asoziale Menschen gibt, die sowas überhaupt durchziehen. Ich meine, mir wäre sowas viel zu asozial. Aber Nein, du wärst für sowas zu faul und zu unfähig, Rainer. Das ist der Unterschied. Wenn du die Möglichkeit hättest, die Hater zu leaken und den Hatern irgendwie Ähnliches angedeihen zu lassen, du würdest es tun und zwar sofort. Ohne Wenn und Aber. Da wärst du sofort dabei. Du bist halt einfach bloß zu dumm dazu. Weil ich bin vielleicht einer der wenigen, bei dem das eben so asozial ist. Anscheinend ist die Mehrheit der Menschheit wirklich so asozial, dass sie auf sowas steht. Ich weiß auch nicht. Ich bin mit meinem Latein am Ende, ganz ehrlich. Ich weiß echt nicht mehr, was ich denn machen soll. Ich habe jetzt auch versucht, mit denen zu reden, weil die Kündigung ist ja wieder mal fake. Ja, ist ja eigentlich sogar strafbar, weil jemand wieder mal meinen Namen gefaked hat. Abgeheißen, das funktioniert nicht. Ich muss raus. Ich bin auch ganz ehrlich am Überlegen, ob ich das Zeug einfach wegschmeiße. Ich habe aus meinem Haus... Schmeiß alles weg. Den Rechner, den du für 3.000 Euro aufgerüstet hast, wir haben alles Tonne. Raus damit. Ich habe viel mitgenommen. Ich habe aus meinem Haus gerade mal, ich weiß nicht, was habe ich mitgenommen? Ein paar alte Sachen. Meine Shirts natürlich. Und den Gaming-PC nehmen. Der Gaming-PC kostet mindestens 7.000 Euro. Nee, Quatsch, nicht 7.000, 6.000. Nein, Rainer, wir wissen, welche Teile du da reingebaut hast. Wir wissen, was da vorher drin war. Der kostet auch keine 6.000. Aber allein die Grafikkarte ist ja fast 2.000 Euro wert. Ist ja kaum gebraucht und alles. Und dazu kommen noch die Festplatten und der Arbeitsspeicher. Also mindestens 2.000 oder 3.000 würde ich dafür schon gerne wollen, weil allein die Grafikkarte ist ja nagelneu, die drin ist. Und dazu kommen die Festplatten und dazu kommt Überlegt er jetzt gerade, seinen Rechner zu verkaufen? Ich meine, das wäre jetzt anbetracht der Tatsache, dass er bald in den Knast geht und der Rechner dann auch wieder komplett überholt ist, nicht die allerdümmste Variante, aber das lässt schon wieder drauf blicken, dass ihm wahrscheinlich gerade irgendwie wieder die Kohlen davon gelaufen sind. Einer hat dir schon wieder Wasserloch in die Hosentaschen brennt, kann das sein? Dass der Rechner ist ja auch nicht formatiert. Ich müsste ihn erstmal formatieren, weil ich kann ihn nicht verkaufen, wenn er nicht formatiert ist. Das kann ich nicht bringen. Den Rechner werde ich wahrscheinlich einfach irgendwo einlagern und auch meine Werkzeugkiste, aber den Rest werde ich wahrscheinlich einfach schauen, ob ich verkaufe oder verbrenne oder irgendwie unbrauchbar mache. Er will seine Sachen verbrennen. Dann wegschmeiße, weil wo soll das alles noch enden, Leute? Ganz ehrlich, wo soll das enden?
Ich habe gestern ein Bild gesehen von einem User. Da war ich an einer Raststelle da war ich an einer Abzweigung gestanden. Da sind mir wieder zwei so Arschlöcher nachgefahren. Einer war vor mir, einer war direkt hinter mir, der andere hat sich direkt hinter mich dann reingestellt. So. Und ich bin dann hingefahren, habe da gedreht. Die haben sich dann da ist einer so blöd gewesen, sich da auch hinzustellen. Und ich bin ernsthaft mit dem Gedanken, den sein Kennzeichen zu veröffentlichen. Und zwar einfach nur deswegen, weil ich den 1000-mal gewarnt habe, dass der und sein Kumpel aufhören sollen, irgendwelche Scheiße von mir zu veröffentlichen. Er ist nicht derjenige, der sowas macht. Ja? Irgendwie so asozial sein und irgendwie. Ja? Aber dann. Doch veröffentlichen. Und das Ende vom Lied war dann, dass die trotzdem die Sachen veröffentlicht haben. Das ist halt richtig asozial. Du brauchst da hinten gar nicht so zu drängeln. Hier ist 80. Wenn es dir nicht passt, dann kannst du ja schauen, wie es dir weiterkommst. Was wollt ihr eigentlich? Ich war 85 bei 80. Ich wette was, ist wahrscheinlich nicht 80. Wahrscheinlich hat er es einfach wieder vercheckt. Vor lauter Strömenden. Einfach mal nicht gecheckt, was aktuell irgendwie die Geschwindigkeitsbegrenzung ist, und jetzt denken sie sich alle, was wackelt darum. Schauen wir mal, wer nachkommt, wenn ihr mal Gas gebt, ihr Arschlöcher. Ich verstehe es halt beim besten Willen nicht, was die schon wieder von mir wollen. Bei solchen Situationen würde ich dann gerne rechts rüberfahren und wünschen, dass ich die Kraft hätte, vor mir einen Blitzer aufzustellen, dass die geblitzt werden. Wenn ja mit 120, 150 Sachen durchballern. Sind die alle bescheuert? Fötter. Seit wann fahren Fötter bitte schneller als 60? Mal im Ernst. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, was die Leute immer alle für Probleme haben. Wo soll das alles noch enden? Wartet ihr wirklich Ja, wo soll das alles enden? Ladi-dadi-da. darauf, dass ich einen Livestream mache, wo ich mir die Puls anhalte? Oder Nein! Wir warten darauf, dass du aufhörst, Livestreams zu machen und Videos zu machen. Einfach aufhören. Darauf warten wir. Seit 10 Jahren. irgend sowas in die Art? Weil langsam aber sicher habe ich echt das Gefühl. Mein Gott, ey, ganz ehrlich. Vor allem, der Skoda hat mich überholt. Er hat mich überholt mit 100 auf der rechten Seite mit 130, mindestens 130, 135 Minimum, weil ich ja 125 fahre. Und jetzt ist er rausgefahren, die nächste Ausfahrt. Hä? Ey, die Leute müssen Sprit haben ohne Ende. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tanke momentan einmal, zweimal am Tag. Heute werde ich Minimum zweimal tanken. Wenn die Haters so weitermachen, dauert es echt nicht mehr lange, dass ich mir die Puls abschneide, weil... Jetzt wird er wieder überdramatisch. Einer, du tankst 2-mal am Tag momentan. Bei dem Karren. Allein die Kosten sind exorbitant. Dir blüht halt momentan gerade einfach, wenn du dir auf deinen Kontostand schaust, so, oh Scheiße, ihr habt mir da massivst verrechnet. Ich hab gedacht, ich fahre jetzt da einfach in der Gegend umeinander, weil das passt schon jetzt. Aber hier, schau mal, was du da kriegst. Ja. Du hast dann seit 17 Minuten deinen Stream offen und hast jetzt hier 14,66 € gespendet kriegt. Du müsstest den ganzen Tag streamen, um das auszugleichen, was du da in der Gegend umeinander verfährst. Nur das. Und da ist nur kein Essen zahlt und kein Hotel und ja, die schwimmen halt gerade die Fälle davon. Das ist der Punkt. Und da kann keiner was dazu, außer dir. Diese Scheiße, was die momentan abziehen. Ich meine, ganz ehrlich, wie krank und wie kriminell kann man bitte sein? Ehrlich, ich verstehe es nämlich nicht. Die Hater verdienen sich an meinem Zeug eine goldene Nase. Das ist gelogen, Rainer, und das weißt du. Und greifen dann Firmen an, die einfach nur eine ganz normale Firma sind. Also Es werden hier auch keine Firmen angegriffen. Es wird versucht, dir auf die Eier zu gehen. Das ist richtig. ich bin so knapp davor, einfach die ganze Scheiße hinzuschmeißen und zu sagen, leckt mich, schmeißt das Zeug weg, vernichtet, macht damit, was ihr wollt, interessiert mich nicht, geht mir alles am Arsch vorbei. Lasst mich damit einfach in Frieden. Ich fahre einfach mit meinem Auto weiter und lebe mein Leben und alles andere geht mir am Arsch vorbei. Ja, dann mach das doch. Fahr mit deinem Auto weiter, lösch deinen Kanal. Hier arbeiten, ne? Weil ganz ehrlich, ich bin so knapp davor. Es ist einfach kompletter Schwachsinn, hier so einen Scheiß aufzulegen und ständig so einen Scheiß zu machen. Hör halt mal auf, immer gleich so aggressiv zu reagieren. Da ist doch überhaupt nichts gewesen. Schreibt er das Auto wieder an. Aber die anderen fahren scheiße. Er fährt so, dass permanent sein automatisches Bremssystem und sein Spurhalteassistent und sowas, und dass das alles permanent irgendwie Alarm gibt. Hör auf, aggressiv zu reagieren.
Der hier. Der Mann vom schreienden Haus am schaurigen Berg. Der vor mir hat gebremst, aber da ist doch nichts gewesen. Junge, mein Gott, Alter. Was machst du? Warum bremst du jetzt da? Stellst du erstmal auf den Behindertenparkplatz, alles klar. Eigentlich. Ja, vielleicht hat der ja auch eine Behinderung. Hast jetzt da vielleicht schon mal drüber nachgedacht? Dass der sich auf den Behindertenparkplatz stellt, weil er vielleicht, keine Ahnung, bloß einen Fuß hat oder so. Wäre schön gewesen, wenn ich jetzt heute für das Wochenende nach Italien eine nette Dame dabei gehabt hätte. Oder vielleicht auch einen netten Herrn. Aber so fahre ich jetzt halt alleine. Vielleicht lache ich mir einfach da irgendwo jemanden an. Ja, freilich, mach das. Er steigt irgendwo aus, so, und dann kommen die ganzen Paparazzi und so, und dann springen ihm 3 Pornostars um den Hals, die unbedingt das Wochenende mit ihm verbringen wollen. So wird's passieren, Rainer. Mal schauen. Manchmal habe ich das Gefühl, die ganze Welt ist ein Scheißhaufen. Und ich bin auch noch schön die Kirsche, die oben drauf sitzt. Nee, ist andersrum. Die ganze Welt besteht aus Kirschen und du bist derjenige, der Haufen, den irgendeiner da reingeschissen hat. Ich verstehe halt auch nicht, warum mir jeden noch so kleinen Stein. Man versucht mir ständig irgendwelche Steine in den Weg zu schmeißen. Das Leben könnte so einfach sein, wenn man mir ständig irgendwie versuchen würde, einen Knüppel ins Knack zu schmeißen. Ein Knüppel ins Knack. Ja. Und den Knüppel kriegst du nicht ins Knack, sondern entweder kommt er aus dem Sack oder man schmeißt ihn dir zwischen die Füße. Ja, wenn sich nicht langsam was ändert, dann bleibe ich nicht mehr lange stabil, weil ich gar keine Gelegenheit dazu habe. Rainer, du warst noch nie stabil. Noch nie. Du hast ein Nervenkostüm wie ein Kartenhaus beim Erdbeben. Das ist nicht stabil. Stabil zu bleiben. Ihr habt gar keine Ahnung, wie schwer es ist, so lange stark zu bleiben. Jetzt gefängt der Scheißdreck wieder. Ihr wisst gar nicht, wie es ist, ich zu sein. Der ganze Schmerz. Lösch dich, Rainer. Lösch dich. Wie es bisher war. Und dann auch noch zu sehen, wie viele Jahre noch vor mir liegen könnten. Zeigt mir auch nur einen einzigen, der sowas so viele Jahre ertragen hat. Rainer, die meisten Leute sind nicht so brunzbieselblöd, sondern haben irgendwann gecheckt, dass sie selber dafür verantwortlich sind, dass die Situation scheiße ist und haben was geändert. Im Gegensatz zu dir. Die Hater haben entschieden, bei meinem Lager anzurufen und da Terror zu machen. Die Hater haben entschieden, 8 Jahre lang so lange zu mir zu reisen, bis ich mein Haus verkauft habe und umgezogen bin oder weggezogen bin. Rainer, du hast das Haus verkauft, weil du dein Geld mit beiden Händen beim Fenster ausgeschmissen hast. Und das Haus wird jetzt abgerissen, weil es unbewohnbar geworden ist. Ich habe neulich einmal wieder Ausschnitte gesehen von einem ganz, ganz, ganz alten Video von dir. Wo das noch eingerichtet war, das Haus. Wo das ein ganz stinknormales Wohnhaus war. Zwar alt, aber schön eingerichtet mit Tapeten und allem. Wäre jetzt nicht mein Stil irgendwie, ja, die alten 70er Jahre Tapeten. Aber da hat sich jemand, man hat gemerkt, man hat sich über Jahrzehnte hinweg Mühe gegeben, diese Immobilie schön zu erhalten. Und innerhalb von 10 Jahren hast du das in eine bruchreife Ruine verwandelt. Du hättest aus dem Haus raus müssen, scheißegal, Hater oder nicht, weil es unbewohnbar war. Da war überall Schimmel. Mich würde es nicht wundern, wenn da sogar die Ratten schon am Verrecken waren vor lauter Dreck. Die Hater haben entschieden, so lange auf mich loszugehen, dass ich mich in den Selbstmord treiben lasse, was bisher noch nicht der Fall war. Es ist die Entscheidung der Hater, nicht meine. Niemand will dich in den Selbstmord treiben, Rainer. Keiner. Es gibt immer mal wieder und gab immer mal wieder irgendwie einzelne Trolle, die gemeint haben, das ist lustig, sowas in den Chat reinzuschreiben. Aber ganz ehrlich, Rainer, ich verspreche dir auf die Hand, niemand legt es drauf an, dass du dich umbringst. Keiner, solltest du dich irgendwann die nächste Zeit umbringen, gibt's keinen, der sagt, boah, Gott sei Dank. Gibt's nicht. Niemand will, dass du dich umbringst. Alles, was die Leute wollen, ist, dass du diese Internetscheiße sein lässt.
Das ist die Schuld der Hater, nicht meine. Ich bin schuld daran, was ich gesagt habe, was ich gemacht habe und für das, was ich mache oder sage. Aber ich bin nicht an dem schuld, was die Leute machen. Jeder einzelne von euch ist in der Lage, selbst zu entscheiden. Aber das Problem ist bei Hatern, dass es alles Lemminge sind. Einer rennt vor über die Klippe und alle anderen stürzen hinterher. Das wieder mit dieser Lemmings-Geschichte. Auch das ist nicht wahr, Rainer. Und das weißt du. Und noch dazu bist du derjenige, der seit 10 Jahren lachend mit dem Gesicht vor Roh in die Kreissäge läuft. Ohne drüber nachzudenken, könnte das vielleicht mein Tod bedeuten? Nein, tun sie nicht. Warum? Weil es Lemminge sind. So provozierst du nur. Nein, das tue ich nicht. Doch, das tust du schon. Genau davon rede ich die ganze Zeit. Wer sich durch mein Video provoziert fühlt oder durch meinen Stream, der braucht doch nicht zuzuschauen. Provozieren würde ich. Pass mal auf, es gibt eine Rainer, die Argumentation, die würde funktionieren, wenn das Ganze deutlich harmloser wäre, was du gemacht hast in die letzten Jahre. Wenn gewisse Sachen und Aussagen nicht getroffen worden wären. Und wenn das Game nicht schon seit Jahren laufen würde. Im Moment provozierst du doch absichtlich. Schau dir doch deine Videos von den letzten paar Wochen einmal an. Dauernd hast du die Leute provoziert. Du hast dich an die Leute direkt gewandt und gesagt, hier, ja, bla bla bla, ihr seid so blöd, ihr findet mich nicht und ihr seid so blöd, ihr habt falsche Kabel, aber mein Haus abzwickt und ihr seid so blöd, weil bla 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 und ich bin viel schlauer wie ihr. Was glaubst du, was passiert? Ich sag nicht, dass die müssen das ja nicht. Ja? Die müssen da ja nicht zuschauen. Rainer, du spielst das Spiel mit. Du hättest vor Jahren vom Tisch aufstehen können und sagen, ist mir zu blöd. Ich gehe. Aber du spielst das Game mit. Einen Unterschied zwischen Provokation, die man nicht abwenden kann, und Provokation, was die Wahrheit ist. Die Hater fühlen sich nämlich nicht dadurch provoziert, dass ich hingehe und sage, ihr Arschlöcher. Die Hater fühlen sich doch provoziert, dass ich die Wahrheit über sie sage. Nein, Rainer, du hast die Wahrheit. Du würdest die Wahrheit nicht erkennen, ja, wenn sie dir einen Zipfel ins Gesicht schlagen würde. Du und die Wahrheit, ihr seid nicht die besten Freunde, noch nie gewesen. Du hast von der Wahrheit überhaupt keine Ahnung. Das, was die Hater mit mir gemacht haben, dass sie vor meiner Haustür standen, über meinen Zaun geklettert sind, dass sie mit War eine logische Konsequenz deiner Provokation, Rainer. Eiern auf mein Haus geworfen haben, dass sie mich körperlich und seelisch 8 Jahre lang misshandelt haben. All das ist Provokation und Misshandlung. Das, was ich hier mache. Die Leute sind von ganz alleine dahin gekommen. Die sind zufällig, ist da mal irgendeiner vorbeigelaufen und dann hat er sich gedacht, oh, da ist ein dicker Sonderschüler, den hasse ich jetzt und den mache ich jetzt fertig und jetzt hole ich all meine Freunde. So ist es passiert, oder Rainer? Die sind da von ganz grundlos, sind die da aufgeschlagen. Ohne dass du irgendwas dazu getan hättest. Du armes Opfer. Ist lediglich die Wahrheit über etwas sagen, vor dem so gut wie jeder die scheiß Augen verschließt. Das Gericht im Ding hat die Augen davor verschlossen, wurde nicht drauf geachtet. Ja, sie haben den verletzt. Ja, ich habe das nur getan, weil ich mich, ja, das heißt, es spielt keine Rolle, was sie getan haben. Sie haben den verletzt. Pech. So ungefähr war das. Und genauso. Ja, Rainer, wenn alle das so sagen und das Gericht das so sagt und wirklich die ganze Welt dir das so sagt und du der Einzige bist, der das anders sieht, dann könnte es halt schon sein, dass du derjenige bist, der falsch liegt, Rainer. So ist es, schon immer gewesen. Mein ganzes Leben lang. In der Schule war es genauso. Ich sitze da, ich mache nichts. Ich sitze da, ich mache nicht mal das Maul auf. Ich sitze an meinem Platz, ich spiele Gameboy, und irgendwelchen Leuten war langweilig. Haben mich gedreht, ich bin aufgestanden, habe ihn aufs Maul gehauen. Ja, weil das schon immer deine einzige Möglichkeit war, Konflikte zu bewältigen. Aufs Maul hauen. So, was wurde dann was wurde dann bitte gesehen von den 10-mal größer als der, du bist 10-mal stärker als der, du hast ihm aufs Maul gehauen. Verweis. Ja, aber die haben mich jetzt eine Stunde lang gepiesackt, die haben mich eine Stunde lang die ganze Zeit in den Rücken gepiekt, die haben mich die ganze Zeit beleidigt. Spielt keine Rolle, du bist größer als die, du bist stärker als die, Pech für dich, du musst halt einfach die Strafe annehmen. Hättest nicht geschlagen. Und genauso ist mein Leben lang verlaufen. In der Schule sowie auch danach. Ja, alle immer böse. Alle haben sie dich immer unfair behandelt. Du armer Mann. Ich weiß. Das ist alles gelogen. Das ist alles gelogen. Er hat
in der Schule, da wett ich was, die Leute schon provoziert. Und wenn der da mit seinem Gameboy drin gesessen ist, dann hat er da wahrscheinlich auch dann irgendwas so, ja, schaut's mich mal an, ich habe einen Gameboy und ihr nicht, haha, haha, Und dann haben sie ihm halt eine aufgestrichen. Dann hat er eine aufgestrichen und dann... Ich weiß, dass die Leute sich provoziert fühlen, dass ich das alles hier sage. Aber es ist ja absolut die Entscheidung jedes Einzelnen, sich das überhaupt anzuschauen. Ich habe allein diese Woche fast 3.500, 4.500 Kilometer auf meinen Tacho gefahren. Ja, das ist vielleicht dumm, Rainer. Weil da dein Wert von deinem Karren nochmal sauber nach unten geht. Ich würde halt in irgendeiner Gegend fahren, da bleiben, Videos aufnehmen, vielleicht nicht einmal Videos aufnehmen. Also, ja, du lässt dich ja nicht eines Besseren belehren. Also, einfach die Gegend genießen. Weißt? Den Karren irgendwo in der Tiefgarage nahestellen und dann vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und so einfach so Urlaub machen und dann, wenn du unbedingt Videos machen musst, dann einen Urlaubsvlog draus machen. Aber du fährst irgendwo hin, stellst die 10 Minuten in Bremerhaven ans Meerufer hin, filmst, dann gehst du in den Zoo, dann filmst da nochmal eine Stunde und dann fährst du wieder hunderte Kilometer quer durch die Walachei. Du hockst den ganzen Tag nur in diesem Auto. Klar, weil du einen Herzkasperl kriegst, wenn du 100 Meter zu Fuß gehen musst. Nur in dieser Woche. Und heute ist Freitag. Es geht jetzt nicht einmal darum, dass ich mein Laden, mein Lager, wo ich habe, dass ich das alles ausräumen muss. Darum geht es mir nicht einmal. Es ist nur die Spitze eines sehr, sehr tiefen Eisbergs. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es einfach so ein richtiges Armutszeugnis. Mir fehlen für sowas echt die Worte. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das sonst bezeichnen soll. Ich überlege gerade echt, wie ich das wiedergebe, weil ich versuche seit 8 Jahren die Menschheit aufzurütteln, dass Mobbing und das Ganze asozial ist. Nein, du versuchst seit 8 Jahren der große YouTube-Star zu werden. Und seit 8 Jahren sagen dir die Leute, Rainer, lass das bleiben, das ist nicht dein Ding, du bist da zu dämlich dazu. Und du bist aber zu stur. Das ganze Verhalten asozial ist, dass das ganze Verhalten daneben ist. Ich versuche die Menschheit dazu zu bringen, mal darüber nachzudenken, was genau passiert da eigentlich. Ach, kommt da wieder der Mobbing-Jesus. Und zu versuchen, was dagegen zu unternehmen. Wir Menschen behaupten immer über uns, dass wir so eine intelligente Rasse sind, aber... Ja, die Menschheit versucht seit 8 Jahren, dich aufzurütteln. Das ist richtig. Warum benehmen wir uns dann wie wilde Tiere? Weil nichts anderes ist es. Das mit den Hatern ist wie ein Fressneid bei Tieren. Der hat mehr als ich, sofort hin. Was ich halt nicht verstehe, ist vor allem halt, dass die Hater es schaffen, eine so große Gruppierung, eine so große Firma, wie die das, wo mein Lager ist, die Knie zu zwingen. Das ist halt auch irgendwie schon wieder lächerlich. Also Leute, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, das gilt für alle Fans oder auch für alle positiven Leute, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und wenn ihr den Hatern eins auswischen wollt, dann mischt euch unter ihre Haterforen oder ihre Telegram-Gruppen oder so und fangt an, da verschiedene Posts zu machen, wo ich gerade bin. Ne? Der eine sagt, ich bin da, der andere sagt, ich bin da, der nächste sagt, ich bin da drüben. Das wäre ganz geil, weil das würde nämlich den Hatern ordentlich aufs Maul geben. Und auch da ist wieder, ja, er provoziert ja nicht. Rainer, ich hab's vorhin schon mal gesagt, du sitzt mit am Tisch. Du spielst das Game mit. Wenn du aufhörst, das Game zu spielen, wir können das Game ohne dich nicht spielen. Du kannst aufstehen und gehen. Dann ist vorbei mit Game. Wie gesagt, ich schaue jetzt auch mal, ob ich noch jemanden mitnehme. Ich habe noch eine Idee. Falls ich jemanden mitnehme, will ich keinen Stream mehr machen, dann mache ich nur Videos, wenn ich dann unten bin. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Tschüss. Ja. Der Mobbing-Jesus hat wieder zugeschlagen. Kannst du alles nochmal ausdenken, ne? Gut, ich widme mich dem nächsten Video. So, ich bin heute noch ein bisschen müde. Aber man möge es mir verdenken. Bis denn.